Und jetzt möchte ich natürlich euch unseren Megagast nicht vorenthalten. Das ist heute ein Poetry Slammer und deswegen begrüße ich ihn jetzt, David Grashoff. Hallo, schön, dass du da bist. Machen wir erstmal unser Selfie, das ich ja immer so mittlerweile im Prozess perfektioniert habe. Kuchen bitte hoch. Wunderschön, die Bilder sind immer ein Traum, ein Traum, ein Traum. So, dann legen wir das mal hier hin. Du darfst dich gerne setzen. So, du darfst auch gerne dir den Kuchen zwischendurch immer gut schmecken lassen. Also direkt jetzt schon. Direkt. Hau rein, hau rein. Erdbeeren, super. Dann kann ich ja schon mal ein bisschen über dich erzählen. Auf jeden Fall. Ich stelle dann aber auch gleich die erste Frage, also gerne runterschlucken. Also du bist Poetry Slammer. Ja, richtig. Und dein Programm heißt Dirty Nerd. Genau. Im Moment. Im Moment so noch, sieht ja. so sieht das Ganze aus. Dirty Genau. Nerd. Genau. Wie viel Nerd steckt denn in dir? Ich bin schon als Nerd geboren worden, glaube ich. Als meine Mutter kam, hatte ich, glaube ich, schon eine Maus in der Hand oder ein Joypad auf jeden Fall. Und nee, ich bin echt ein Vollnerd. Also schon seit Kindheitstagen mich schon für Computer interessiert, für Pen- und Paper-Rollenspiele, Science-Fiction, also die ganze Palette, also alles. Wurdest du denn auch, also ich stelle mir das dann immer so vor, also irgendwie Nerd versteht man ja eigentlich eher immer als was Negatives? Ja, früher war das mal so. Also heute ist das, glaube ich, nicht mehr so. Heute ist Nerd, glaube ich, positiv besetzt. Dank Leuten, die zum Beispiel heute Superheldenfilme machen, die alles früher Nerds waren und die haben jetzt die Möglichkeit, halt ihre Kindheitsträume auszuleben auf der Leinwand oder auf der Bühne oder wo auch immer. Und ich glaube, früher vielleicht, ja, aber heute nicht mehr, nein. Wurdest du denn noch in der Schule gehänselt? Gehörtest du eher zu diesen Computer-Freaks, wo die coolen Kids dann gesagt haben, was ist das denn für einer? Ja. Also ich war auf jeden Fall so ein letzte Reihe-Sitze, ziemlich pickelig mit Brille, der im Unterricht auch gerne Fantasy-Bücher gelesen hat. Also ich war keiner von den coolen Kids. Ich hatte aber den Vorteil, ich konnte relativ gut Fußball spielen. Und damit hatte man so zumindest ein Ding, wo man anerkannt war bei den coolen Kids. Aber sonst alles andere. Du wurdest beim Sport nicht als Letzter gewählt? Nein. Also ich war ein relativ guter Fußballer. Ich habe heute noch die O-Beine, dieses Bezeugen, aber da kann ich halt nicht alles haben. Ja, aber jetzt hast es denen ja gegeben, ne? Ja. Jetzt machst du ja was Vernünftiges. Was Vernünftiges. Du bist Poetry Slammer. Genau. Und wie das Ganze aussieht, wenn du auf der Bühne stehst, in was für einen Menschen du dich verwandelst, das sehen wir jetzt. Der Text heißt Tanzt, Noten tanzt. Okay, dann schön. Ich wache auf und tue das, was ich immer tue, wenn ich aufwache. Ich rufe, tanzt ihr Noten, der König hat gute Laune. Sofort beginnt ein Chor aus Liputanern in Emo-Kostüme, eine A-Cappella-Fassung von Michael Wendlers Klassiker Sie gibt den DJ vorzutragen, während sich eine Handvoll leicht bekleideter Osteuropäerinnen lassiv auf meinen Prinzessin Lillifee-Teppich regeln. Zum Frühstück gibt es gekochte Bergadlereier, Frikadellchen aus Eisbärenhack und ein Glas gekühltes Schneeleopardenblut. Ich mag es herzhaft und vom Aussterben bedroht. Mein Mund ist noch ein bisschen voll. Aber man muss ja auch ab und zu mal Kuchen essen, wenn der vor einem steht. Ja, du benutzt da schon ein paar böse Worte. Also Tanz, Nutten, Tanz. Wie kommt man denn auf so Texte? Hat das so einen tiefgründigen Sinn oder ist das einfach lustig? Ich arbeite in Duisburg und wenn ich in die Mittagspause in meine türkische Pommesbude gehe, da steht immer so ein ganz, ganz dicker Mercedes auf dem Parkplatz und der hat das hinten drauf stehen. Tanzt, ihr Nutten, tanzt. Und da dachte ich mir, okay, das ist ein cooler Satz, da mache ich einen Text raus. Und dann ist da halt irgendwann mal was draus geworden. Und ja, ich mag's derbe, ich mag's schwarz, ich mag selber diesen Humor, also ich mag's lieber Englisch und von daher mache ich das auch halt auf der Bühne, was ich mag. Das heißt, deine ganze Inspiration holst du dir dann auch wirklich aus deinem Leben? Ja, hauptsächlich. Klar, es wird natürlich ein bisschen gesponnen, also man arbeitet das dann halt aus und packt da noch ein paar Gags rein, aber es ist schon so, dass die Inspiration auf jeden Fall aus dem echten Leben kommt, also aus meinem Leben, also das, was mich ausmacht, was ich wichtig finde und klar. Du hast ja eine Frau und Kinder und
daher holst du die derben Witze. Ja, also mein Sohn ist jetzt 10, das heißt, irgendwann wird er jetzt auch YouTube für sich entdecken. Momentan ist er noch bei Minecraft-Videos hängen geblieben. Ich muss mal gucken, wie ich das mache, wenn er in das Alter kommt, wo er sich da meine Videos reinzieht. Ich bin ja der guten Hoffnung, dass er es echt peinlich findet und dass es nicht weitererzählt seinen Kollegen, dass es halt gar nicht erst so richtig auffällt. Ich denke, die Chance das ist der Plan. Ist nicht so groß. Aber Sophia hat noch eine Frage aus dem Chat. Genau, im Chat sind schon richtig viele Fragen, die gestellt worden sind. Und zwar möchte der Chris wissen, was denn dein Lieblingskomiker ist. Mein Lieblingskomiker. Ich muss sagen, ich mag vor allem amerikanische Comedians. Louis C.K. ist grandios. Jim Jeffries, glaube ich, Australier. Und was deutsche Comedians angeht, also eher Kabarettist, Serdar Somuncu ist dann eher so meine Kragenweite. Das derb, hart, da wo es weh tut. Das mag ich. Du warst ja auch jetzt schon bei Nightwash, bei Luke Mockridge. Und das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Okay. Gerne. Kuckuck. Ja, ich bin gerade ein bisschen wuschig und ich weiß nicht warum. Naja. In diesem Körper eines leicht übergewichtigen Nerds steckt auch ein Stück weit eine kleine Poetin. Deswegen möchte ich euch ein kleines Gedicht vortragen. Es trägt den Titel Selbst ist die Frau. Sabine K. aus Witten hätte gern größere Titten. Doch im Portemonnaie kein Geld für eine OP. Geht zum Baumarkt um die Ecke, kauft dort Silikon, die Schnecke, spritzt sich das Zeug in die Brust. Vorbei ist der kleine Tittenfrust. Am Abend dann beim Duschen, das Wasser ist sehr warm, dehnt sich das Zeug in ihrem Busen und es macht verdammt laut BAM! Es gibt einen Flutsch und ein Gewimmer, Sabines Brüste sind Geschichte, dafür ist jetzt im Badezimmer jede Fuge abgedichtet. Dankeschön. Geschichten aus dem Alltag von David. War das deine Frau, von der du jetzt gesprochen hast? Oder wo kam da die Inspiration her? Nee. Also das Gedicht ist auch schon uralt. Das habe ich relativ am Anfang meiner Poetry Slammer Karriere in Anführungsstrichen schon geschrieben. Ich glaube, das habe ich auch schon ewig nicht mehr auf der Bühne gemacht. Nur ist halt so zum Einstieg, weil ich auch als Poetin angesagt worden bin, dachte ich mir, okay, fang mal mit einem Poem an. Aber ich kann eigentlich auch gar nicht dichten. Das ist ganz, ganz grauenhaft. Aber du kannst gut vorlesen. Als Poetry Slammer muss man ja immer gut vorlesen können. Und deswegen haben wir uns da jetzt mal was ausgedacht. Wir haben dir einen kleinen, wundervollen Text vorbereitet, den ich dir jetzt mal gebe. So. Und du kannst einfach mal kurz, ein bisschen Text, einfach mal kurz einen Abspann vorlesen. Okay, aus 50 Shades of Grey, die besten Passagen. The best of 50 Shades of Grey. Best of. Plötzlich ist mein Körper hellwach. Das Bad hat meine Haut sensibilisiert. Mein erhitztes Blut sammelt sich in meinem Unterleib zwischen meinen Beinen. Ich stöhne. Ich möchte ihn berühren. Trotz der Fessel gelingt es mir, seine Haare zu fühlen. Er hört auf, mich zu küssen, sieht mich finster an, schüttelt den Kopf und gibt mir ein missbilligendes Geräusch von sich. Dann greift er nach meinen Händen und schiebt sie wieder über meinen Kopf. Bewegt die Hände nicht, sonst müssen wir uns noch mal von vorne anfangen, rügt er mich. Ich will dich anfassen. Meine Stimme klingt heiser, ich weiß. Behalt die Hände über den Kopf, befiehlt er, wie frustrierend. Erneut küsst er meinen Hals wie zuvor. Seine Hände gleiten über meine Brüste, als er mit den Lippen die Kuhle unter meinem Hals erreicht. Er lässt die Nasenspitze darum kreisen, bewegt sich gemächlich mit dem Mund nach unten, folgt dem Weg, den seine Hände genommen haben, über mein Brustbein zu meinen Brüsten. Ich glaube, danach wird es, glaube ich, ein bisschen zu versaut für 17:30 Uhr. Vielen Dank. Ganz, ganz große Literatur. Ganz große Literatur. Dankeschön. Vielen Dank. Musst du zu Hause auch immer vorlesen? Ja, ich lese momentan, also für meinen Sohn ist das schon zu uncool, aber meine Tochter besteht darauf, dass ich abends dann halt immer vorlese. Und ich gebe mir da auch viel Mühe mit, verstelle die Stimme, wenn dann zum Beispiel ein Bär redet oder, naja, halt sowas mache ich dann halt gerne auch. Das heißt, den Kindern gefällt's und was euch hoffentlich gefällt, das seht ihr in unserer nächsten Kategorie. Es ist Montag, die Ferien sind schon viel zu lang vorbei und wie gesagt, es regnet. Scheiße. Ja, läuft gerade die Matz, komischerweise. Das heißt, wir machen jetzt mit Like, Dislike einfach mal weiter. Ja, genau. Wir sind ganz durcheinander heute. Ich bin kurz ein bisschen verwirrt, aber ist ja nicht so schlimm. Dann, wir packen jetzt mal was aufs iPad, denn unsere Kollegin
hat für euch mal was, die Merle hat für euch auf die Köln-TV-Seite mal 7 Dinge, die Kölner tun, um den Sommer zurückzuholen. Bei dem Wetter braucht man ja auch was als Kölner, um einfach mal die schlechte Laune, die gute Laune nicht zu verlieren und die schlechte Laune wegzuschießen. Und da hat sie sich 7 witzige Dinge ausgedacht, wie zum Beispiel einfach mal das Kölsch schon mal kalt stehen. Kann man nie früh genug anfangen, denn bald wird es wieder warm und dann müsst ihr auch den Glühwein wieder gegen das Kölsch eintauschen. Manche machen das vorbildlich, der ganze Kühlschrank schon voller Kölsch ohne Essen. Sieht das bei dir auch so aus zu Hause? Ich habe, glaube ich, Veltins im Kühlschrank. Wie sich das als Schalke-Fan gehört. Tut mir leid, dass ich das jetzt so sagen muss. Der zweite Punkt, oder in der Liste jetzt der dritte Punkt, sichert euch doch schon mal einen Platz auf der Rheinboulevard-Treppe. Also kramt eure Handtücher, eure Schwimmreifen, eure Plastiksitztücher raus und sichert euch den Platz schon mal. Legt es schon mal hin, wie auf dem Mallorca-Urlaub. Die liegen, macht ihr es einfach da, denn wenn das Wetter wieder schön ist, dann kommen alle Menschen raus und wollen in der ersten Reihe sitzen mit einem super Domblick. Und was ich auch noch sehr süß fand, war, Leute, geht doch mal in den Zoo, da ist nämlich der Wetterfrosch und wenn ihr bei dem schlechten Wetter nicht in den Zoo geht, dann ist der total einsam, fühlt sich alleine, hat schlechte Laune und dann ist ja klar, dass da so ein Wetter ist. Also ab in den Zoo, den Wetterfrosch besuchen und ihn doch mal einfach nett nach schönem Wetter fragen und vielleicht haben wir ja Glück. Was sagt denn der Chat, liebe Sophia? Ja, der Chat schlägt zum Beispiel vor, dass Sommermusik bei so Regenwetter auf jeden Fall trotzdem gute Laune macht. Also schön Sommermusik hören, da kann dann auch der Regen nichts gegen machen. Was hast du denn heute noch so vor? Hast du da schon was in Aussicht? Ja, ich habe heute echt was ganz Außergewöhnliches geplant. Ich werde gleich meine beiden Kinder bei der Babysitterin abholen. Dann werde ich sie nach Hause bringen, ins Bett bringen. Und wenn meine Frau heute Abend nicht da ist, werde ich das tun, was ich eigentlich gestern hätte tun sollen, wenn Amazon Prime Video denn funktioniert hätte. Ich werde mir weiter Agents of S.H.I.E.L.D. angucken, wie es sich für einen Nerd gehört. Was für eine Sendung? Agents of S.H.I.E.L.D., das ist eine Marvel-Serie. Also, ja, ist super. Genau. Sophia, unser Profi, was Gaming und alles Mögliche in der Fantasy-Welt angeht, kennt es natürlich. Ich stehe wieder völlig außen vor. Ja, man kann ja nicht alle die gleichen Interessen haben. Ist ja auch schön, dass wir so verschiedene... Genau, guter Geschmack ist ja auch nicht für alle da. Fühlt ihr euch jetzt schon so ein bisschen verbunden als Nerds? Ja, auf jeden Fall. Eigentlich bist ja du gerade der Nerd, so. Weil ich der Außenseiter gerade in der Sendung bin. Ist ja nicht so schlimm. Auch schön. Genau. Auch schön. So, aber falls ihr noch was Aufregenderes machen wollt oder falls du noch eine aufregendere Abendplanung haben möchtest, hier für euch. Das war Sarah Artley. Das ist eine Newcomerin oder die hat es noch nicht geschafft im Musikbusiness, aber sie traut sich bei Kunst gegen Bares im A-Theater aufzutreten. Da kann nämlich jeder auftreten, der möchte, ob super, mega Popstar oder Anfänger. Du könntest da jetzt auch einfach mal auftreten. Könnte ich, war ich auch schon. Also Kunst gegen Bar ist eine tolle Geschichte, gerade hier in Köln. Bist du schon aufgetreten? Ja, auf jeden Fall. Das ist für jeden Slammer oder Comedian hier aus der Gegend immer die Möglichkeit, mal halt was Neues auszuprobieren. Und da sind ja auch immer so 100, 150 Leute, tolles Publikum, die gehen immer gut ab. Macht Spaß. Macht man das denn, um in so eine Szene reinzukommen? Oder sagt man auch mal so, ich habe jetzt schon ein paar Dinge gemacht und ich möchte jetzt einfach was anderes machen? Nee, also das Kunst gegen Bar eignet sich eigentlich für 2 Sachen. Also zum einen, wenn man noch nie was gemacht hat, ist einfach mal auszuprobieren, auf die Bühne zu gehen vor Publikum. Und wenn man so ein bisschen schon länger dabei ist, um zum Beispiel neues Material zu testen, ist das eigentlich hervorragend. Das heißt, wenn die lachen, dann traust du dich damit dann auch auf die größeren Bühnen? Ja, nee, also ist ja schon eine große Bühne. Wie gesagt, das sind immer so 120, 130 Leute, glaube ich, da. Das ist schon für eine offene Bühne beeindruckend. Also da gibt es schon Sachen, wo weniger Leute sitzen. Und das ist halt ein gutes Ding, um sein Handwerk zu trainieren. Und man kann halt immer auf die Bühne, wenn man Bock hat. Also egal ob Gesang oder Poetry Slam oder Comedy oder Gedichte, einfach ganz normal. Geht zu Kunst gegen Bares, traut euch und wenn das Publikum euch gut findet, dann kriegt ihr sogar Geld dafür, weil das Publikum kann selber entscheiden, wie gut fand ich den, wie viel Geld möchte ich ihm geben und wenn er scheiße war, dann gibt's halt nichts.
Genau. Bist du da mit Geld rausgegangen? Damals schon, aber ich habe auch schon gegenteilige Abende erlebt. Das ist manchmal so. Kann man da so verdienen? Was war so? Weiß ich nicht. Also ich denke mal so ein 100 bis 120 Euro sind da drin, je nachdem, was für Konkurrenz man hat, welche Leute da sind. Aber ich bin auch schon mal in Düsseldorf, war das in der bösen Stadt, mit 10 Euro nach Hause gegangen. Also ja, das war kein guter Abend. Das war nicht schön. Aber gut, das gehört einfach mit dazu. Aber ich kann dir sagen, woran das lag. Ja, die Düsseldorfer. Ja, das ist auch nicht mein Publikum. Muss ich einfach mal so sagen, Köln ist da wesentlich cooler auf jeden Fall. Siehste. Also Schleim. geht ins A-Theater, wenn ihr Lust habt. Genau. Kann man denn eigentlich als Poetry Slammer allgemein gut Geld verdienen? Boah, nee, also es gibt Jungs, die das können wahrscheinlich, also ein paar von den guten Poetry Slammer, die werden wohl davon leben, aber ich nicht. Ich bin ja gelernter Speditionskaufmann, ich habe einen 9-to-18-Job, den ich jeden Tag nachgehe und was ich nebenbei mache, ist halt ein nettes Zubrot. Manchmal gibt es schöne Geschichten, wo man mal eine Mark mehr verdienen kann, aber also ich könnte jetzt nicht davon leben, sagen wir mal so. Aber vielleicht irgendwann, denn hier, dein Programm ist ja draußen, liebe Leute. Schaut vorbei. Genau. Wann kann man dich das nächste Mal sehen? In Köln wäre ich im Oktober. Ist zwar noch ein bisschen hin, aber am 16. und 17. im Wirtshaus. Gratis, aber nicht umsonst. Mache ich 2 Abende nacheinander, jeweils 40 Minuten. Einmal wird es dreckig und einmal wird es nerdy. Also wird schön. Also freut euch auf den Oktober. Schaut vorbei bei David Grashoff. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst. Und ich danke auch Sophia, dass du da warst. Dein erstes Mal. Ja. Und um die Sophia auch gebührend willkommen zu heißen, haben wir uns eine Kleinigkeit zusammengeschnitten. Denn sie war ja für euch schon auf der Gamescom dabei. Hört schön zu und wir sehen uns morgen wieder. Auf Wiedersehen. Sag mal, ganz ehrlich, was geht hier eigentlich gerade ab? Auf jeden Fall eine ganze Menge geht hier ab. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. 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 Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. 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 Auf jeden Fall, ja.